Guten Morgen miteinander. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zum «Persönlich», meine Damen und Herren. Persönlich ist die Talksendung von Radio SRF 1, wo sich jede Woche 2 interessante Persönlichkeiten treffen bei einem Gastgeber oder Gastgeberin. 50 Minuten ohne Filter, ohne doppelten Boden und ohne Musikunterbrechung. Persönlich richtet sich an die über 40-Jährigen und das passt total gut. Neuerdings geht die Radiosendung auch über Facebook als Livestream und möchte sich an Jüngere richten. Ob das funktioniert, das haben wir mindestens in Frage gestellt. Facebook war ein Versuch, einen Live-Video-Stream aus der Talksendung zu machen, quasi als Ersatz während der Corona-Zeit, wo wir kein Live-Publikum hatten. Aber klar, unterm Strich sind jetzt die reinen Nutzerzahlen sind tief, selbst für SRF 1. Und wir haben das jüngere Zielpublikum sicher nicht in dem Maß erreicht, wie wir es gerne gehabt hätten. Darum gehen wir davon aus, dass wir in der zweiten Staffel, die wir jetzt im Herbst schon mal machen, sehr wahrscheinlich auf einen Videostream werden verzichten. Die Leistung der Moderatorinnen und der Moderatoren findet der Publikumsrat enorm toll. Das Gespräch kommt in Gang, es fließt. Nicht so fließen tut es vielmal aber zwischen den Gästen. Die hätten sich sehr wohl etwas zu sagen und dort knurzen es manchmal. Logischerweise wünschen wir uns als Gastgeberinnen und Gastgeber nichts anderes, als dass unsere Gäste miteinander in Kontakt treten. In der Realität ist aber schon so, dass die Live-Situation eine relativ grosse Stress- und Drucksituation ist, wo es nicht jeder und jedem gelingt, so zu performen. Und die Plexiglaswände, die durch Corona gekommen sind, die vereinfachen das auch nicht unbedingt im Moment. Die Sendung persönlich ist nicht nur am Radio zu hören, sondern seit dem Januar auch am Fernsehen zum Anschauen. Der einen im Publikumsrat gefällt das, weil sie endlich mal sehen, wer da im Gespräch ist mit den anderen. Und der anderen gefällt es nicht so recht. Sie würden das lieber einfach für sich hören. Visual Radio heisst ja eigentlich, dass es visuelles Radio ist. Und Radio ist dort unterstrichen. Es ist eine Radiosendung, es ist eine Radio-Talk-Sendung, die immer so wird bleiben. Die wollen, können es auch noch visuell nutzen, wenn sie wollen. Es wird aber niemand dazu gezwungen. Und es wird sicher nicht ein primär visuelles Produkt daraus. Die Sendung persönlich ist persönlich. Sie geht näher an. Und man kommt Facetten zu hören von Menschen, die man sonst nicht hören würde. Vor Corona war das mit Publikum vor Ort. Die Sendung war unterwegs an verschiedenen Städten und das fällt jetzt natürlich weg. So hoffen wir für die Sendung, dass sie auch als persönliche Sendung wieder in die Regionen mit Publikum. Die Runde war extrem ergebnisreich. Ich war froh, dass wir über die Diversität unserer Gäste geschwätzt haben. Das nehme ich mit. Ich nehme aber auch mit, dass man vielleicht mal mutig sein soll und vielleicht 2 junge Leute einladen. Was auch wichtig ist, dass ich gespürt habe, wie beliebt die Sendung an für sich ist und dass wir sehr wahrscheinlich nicht allzu fest werden am Grundkonzept von persönlich Schrübeln oder etwas daran verändern, weil ich glaube, 2 Gäste an einem Sonntagmorgen, die miteinander in 50 Minuten in ein Gespräch kommen, das kommt, glaube ich, tatsächlich nicht nur beim Publikumsrat an, sondern auch beim Publikum. Und das nehme ich mit von der heutigen Runde.